Welcome to Road Rarities. Ja, hallo, ich bin der Schlager Thomas und möchte euch heute ein bisschen ein ungewöhnliches Motorrad vorstellen. Ist eine FN, Fabrik National aus Belgien, in Herstal hergestellt worden. Ist Baujahr 1947, also die erste Nachkriegs-FN, hat 450 Kubik, seitengesteuerter Motor. Wie man schon sieht, ziemlich ungewöhnlich ist eigentlich die Vordergabel, die da vorne den Drehpunkt hat und das Rad eigentlich gezogen wird. Also das federt dann, so wie man es da sieht, ein. Was ausgezeichnet ist bei dem Fahrwerk, Unebenheiten schluckt sie total los. Seitenkräfte kann es allerdings schlecht aufnehmen. Also wenn man langsam fährt, ist das wie mit einer Scheibtruhe so ungefähr. Ein bisschen eine Besonderheit ist auch für ein europäisches Motorrad, das rechtsgeschaltet ist. Was dann auch ein bisschen seltsam ist, wenn man die Kupplung zieht, steht die Ölpumpe. Also bei einem geschlossenen Bahnschranken oder einer roten Ampel unbedingt Leergang eingeben, Kupplung auslassen, damit die Ölpumpe wieder arbeitet. Die wird innen vom Getriebe antrieben. Auch noch außergewöhnlich ist dann der Sozius-Sattel, eine ziemlich wilde Konstruktion, die auf Gummibändern aufgehängt ist. Gummibandfederung haben wir am Hinterrad, also es ist so eine Cantilever-Federung mit Gummibändern. Beim Einzelgenehmigen, der Ingenieur hat das irgendwie nicht ganz glauben können, dass das Ding, so wie es da steht, original ist. Ich habe dann aber einen originalen Ersatzteilkatalog mitgehabt, habe ihm das so mit belegen können, dass es auch den Sozius-Sattel so gegeben hat, dass das nicht selber zusammengeschweißt ist, und dann hat das auch mit dem Typisieren funktioniert. Ja, macht eigentlich Spaß, das Motorrad zum Fahren. Ja, sorgt auch für vielerlei Fragen, wo man irgendwo stehen bleibt, aufgrund vom Aussehen. So, dann schauen wir, ob die FN M13 anspringt, und fahren wir mal runter damit. Coming soon.